Letzten Sonntag haben wir uns die Güte Gottes angeschaut. Wenn ihr nicht da wart, kauft euch das Tape. Es hat nicht so viel, hat nur 2, glaube ich. Trotzdem bestellt es. Ich denke, es war eine der wichtigsten Predigten, dass wir die Güte Gottes erkennen. Dass wir erkennen, Gott ist durch und durch gut. Gut zu dir, gut zu uns. Er ist seinem Wesen nach gut. Und heute wollen wir eine andere Wesensart, einen anderen Charakterzug Gottes uns anschauen. Und das ist die Treue Gottes. Die Treue Gottes. Auch einer dieser markanten, herausragenden Charakterzüge Gottes. Er ist treu, ein treuer Gott. Kann man da das Dumpfe ein bisschen, den Nachhall ein bisschen rausnehmen? Und ich denke, damit wir treu werden können, Gott gegenüber, müssen wir zuerst die Treue Gottes erkennen. Im Psalm 25, Vers 5, da steht: Lehre mich, deine Treue zu sehen. Lehre mich, deine Treue zu sehen und in Treue zu dir mein Leben zu führen. Also lehre mich, deine Treue zu sehen, damit ich dann in Treue zu dir mein Leben leben, mein Leben führen kann. Also damit wir selber treu werden können, müssen wir zuerst die Treue Gottes erkennen, Offenbarung bekommen über die Treue Gottes. Und Gott stellt sich in seinem Wort immer wieder als treuer Gott vor. Und ich denke, das ist etwas, das wir alle schon gehört haben, was wir vielleicht kennen. Gott ist treu. Diese Aussage, die reißt uns normalerweise nicht mehr vom Stuhl, wenn wir das hören. Gott ist treu. Ja, das wissen wir. Und wenn ich jetzt sage, heute haben wir eine Predigt über das Thema die Treue Gottes, dann denkst du, da kann ich ja abschalten. Mach's nicht, weil ich denke, wenn wir die Treue Gottes erkennen, wenn wir wirklich die Treue Gottes erkennen, was das für Auswirkungen hat für uns, das setzt uns frei. Das setzt uns frei, dass wir in neue Dimensionen unseres Erlebens mit Gott hineinkommen. Im Psalm 146, Vers 5 und 6, da lesen wir: Wohl dem, letzten Sonntag haben wir gehört, Gott ist ein Wohltäter, er will uns gut tun in seiner Güte. Und hier schon wieder wohl dem. Gott will, dass es dir wohl ist, dass es dir gut geht. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs, dessen Hoffnung der Herr sein Gott ist, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, und der ewiglich Treue hält. Der ewiglich Treue hält. Wir lesen hier, Gott ist der Schöpfer, Elohim, der Schöpfergott. Er hat alles gemacht. Das ganze Universum, die ganze Schöpfung, alles, was es gibt, kommt von ihm. Er ist unwahrscheinlich mächtig. Er ist unvorstellbar mächtig. Er ist allmächtig. Aber er ist auch treu. Er ist auch treu. Wenn er nur mächtig wäre, dann würde uns das nicht viel bringen. Es würde uns nicht viel nützen. Wir wüssten dann nicht, wie handelt er jetzt in meiner Situation? Was will er jetzt tun in meiner Situation, wo ich jetzt drin bin? Wir wüssten es nicht, wir wären unsicher. Er ist mächtig und treu. Andererseits, wenn er nur treu wäre und nicht mächtig, dann würde es uns auch nicht viel bringen. Dann wüssten wir vielleicht, er leidet jetzt mit mir, aber er kann mir halt nicht helfen. Er hat die Möglichkeiten nicht. Aber immerhin, er leidet mit mir. Aber die Bibel sagt, er ist mächtig
und er ist treu. Er ist mächtig und er ist treu. Und er will diese Macht, diese Allmacht und diese Treue will er uns erleben lassen, will er dich erleben lassen. An vielen Stellen in der Bibel lesen wir, dass Gott ein treuer Gott ist. Das ist ein Wesenszug, ein Charakterzug Gottes. Und sogar, wenn wir untreu werden, sagt uns die Bibel, bleibt er treu. Sogar wenn wir untreu werden, bleibt er treu. Im 2. Timotheus 2, Vers 11. Zuverlässig ist das Wort Gottes, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Und dann, wenn wir untreu werden, bleibt er treu. Warum? Denn er kann sich selber nicht verleugnen. Er kann nicht anders als treu sein. Er kann nicht anders. 2. Timotheus 2, 11 bis 13. Also Gott kann nicht anders als treu sein. Er ist seinem Wesen nach treu. Und das Schöne ist, wenn wir untreu geworden sind, wenn wir gesündigt haben und unsere Sünde erkennen und ihm bekennen, dann wissen wir, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, sodass er uns die Sünde vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wenn wir unsere Sünden ihm bekennen, so vergibt er uns. Jedes Mal. Jedes Mal. Warum? Warum wissen wir, dass er uns vergibt? Weil er treu ist, steht da, 1. Johannes 1, 9. Weil er treu ist. Du kannst dich darauf verlassen, wenn du gemäß seinem Wort handelst, wird auch er gemäß seinem Wort handeln. Immer, immer, weil er treu ist. Er kann nicht anders. Eine Definition von Treue ist ein Stehen, ein Beharren, ein Festhalten an etwas, wozu man sich vorher festgelegt hat. Also ich habe mich festgelegt und ich bleibe dabei. Das ist Treue. Zum Beispiel in der Ehe. Wir bleiben zusammen, wir bleiben uns treu, in guten wie in bösen Tagen. Man legt sich fest und man bleibt dabei. Stimmt. Eigentlich ist es so. Man bleibt dabei. Das ist Treue. Das andere ist dann eben nicht Treue, ist Untreue. Man bleibt dabei. Treue wird also dort sichtbar, wo eine Festlegung gegeben wird. Ohne Festlegung keine Treue. Da braucht es keine Treue. Wenn man sich nicht festlegt, wenn man im Konkubinat lebt, eben, da braucht es keine Treue. Das ist keine Festlegung vor Gott und vor den Menschen. Also wo keine Festlegung ist, da gibt es keine Treue, braucht es nicht. Aber Treue wird dort sichtbar, wo eine Festlegung gegeben wird und wo wir oder eben Gott dann zu dieser Festlegung steht. Unabhängig von den Umständen, ob die gut sind oder schlecht sind, unabhängig von äußeren Einwirkungen, man bleibt bei seinen Festlegungen. Und Treue Gottes könnte man also so definieren, Gott steht zu dem, was er gesagt hat, was er festgelegt hat in seinem Wort. Er steht zu dem. Er hat sich festgelegt und hat gesagt, ich bleibe dabei. So ist es. In Hebräer 10, Vers 23. Lasset uns das Bekenntnis der Hoffnung, das ist das Wort Gottes, festhalten, ohne Wanken. Ohne Wanken. Warum? Denn treu ist der, welcher die Verheißung gegeben hat. Denn treu ist der, welcher das Wort gegeben hat. Denn treu ist der, welcher sich eben festgelegt hat in seinem Wort. Gott hat sich festgelegt. Und dieses Bekenntnis der Hoffnung, die Verheißungen, das Wort Gottes,
festhalten ohne Wanken, das können wir nur, wenn wir eben die Treue Gottes erkennen. Wenn wir erkennen, Gott ist treu und er steht zu seinem Wort. Er bleibt bei seinem Wort. Er ändert sein Wort nicht, sondern er bleibt dabei. Wir brauchen Erkenntnis, Offenbarung von der Treue Gottes, sonst werden wir wanken, sonst werden wir unsicher. Meint er es wirklich so? Kann ich das wirklich so nehmen, wie es hier steht? Oder ist es irgendwie anders zu verstehen? Und das müssen wir in allen Bereichen von unserem Leben, von unserem geistlichen und natürlichen Leben erkennen, Gott ist treu. Gott ist treu und er steht zu dem, was er gesagt hat. Und es ist die Treue Gottes, die das Wort Gottes so einzigartig macht, die das Wort Gottes so kraftvoll macht. Es ist die Treue Gottes. Und wir müssen erkennen, wer eben hinter diesen Worten, hinter diesen Verheißungen und Zusagen steht. Wir müssen seinen Charakter und sein Wesen erkennen, damit wir wissen, er steht zu seinem Wort. Wir können ihn beim Wort nehmen. Worte haben ja immer nur so viel Wert, wie sie gedeckt sind vom Charakter desjenigen, der die Worte gesprochen hat. Wir kennen das alle in der heutigen Zeit, all diese Gratisversprechungen mit den Handys oder wo auch immer. Viele Gratisversprechungen und Zusagen und dann ist ganz klein gedruckt, steht dann noch anderes oder steht gar nicht und du fällst dann einfach rein. Versprechungen, die dann eben nicht eingehalten werden. Aber das Wort Gottes ist gedeckt durch seinen Charakter. Er steht zu dem, was er gesagt hat. Und die Bibel sagt sogar, Gott wacht darüber, dass sein Wort in Erfüllung geht. Er wacht darüber. Und wenn du Offenbarung bekommst über die Treue Gottes, dann fällt es dir leicht, ihn beim Wort zu nehmen. Und dann werden wir erleben, dass wir uns geborgen und sicher und geschützt fühlen in ihm. Weil wir wissen, er hat es gesagt. Und er steht dazu. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Und das wird dann auch unsere ganze Persönlichkeit, unsere ganze Person, unsere Gefühle, unsere Seele mit einschließen. Es wird dir eben gut gehen, weil du weißt, Gott hat es gesagt und er steht dazu. Und er bleibt dabei. Weil wir dann wissen, er denkt und verhält sich genauso, wie er es gesagt hat in seinem Wort. Also wir haben nicht nur einen starken und allmächtigen Gott, sondern er ist auch treu und er ist berechenbar. Unser Gott ist berechenbar. Berechenbar heißt eigentlich, wir können und müssen und dürfen erwarten, dass er sich genauso verhält, wie er es gesagt hat. Du kannst dich darauf verlassen, er verhält sich genauso, wie er es gesagt hat und nicht anders. Berechenbar heißt nicht, dass wir uns über Gott aufschwingen und ihm sagen, was er zu tun hat und wie er sich jetzt zu verhalten hat, sondern es bedeutet eigentlich nur, dass wir sagen, Gott, du hast diese und jene Bibelverse gegeben und ich erachte dich für treu und für glaubwürdig, dass du zu deinem Wort stehst. Das heißt, damit rechnen, dass Gott berechenbar ist, dass er zu seinen Worten steht und dass wir ihn beim Wort nehmen, so wie David das getan hat. In 2. Samuel 7, 25 und folgende, da sagt David zu Gott, so erfülle nun, o Gott mein Herr, für alle Zeiten die Verheißung, die du deinem Knecht und seinem Hause gegeben hast. Und dann sagt er, und tue, wie du geredet hast. Habt ihr gehört? Er hat gesagt, so erfülle nun, oh Gott, die Verheißungen. Hast du das schon mal gesagt? Hey Gott, all die Verheißungen, die du mir gegeben hast, erfülle sie jetzt in meinem Leben. Und tue, wie du geredet hast. Das tönt fast ein bisschen anmaßend, so mit Gott zu reden. Tue, wie du geredet hast.
Aber David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das gefällt Gott, wenn er sieht, hey, da ist ein Mann, da ist eine Frau, die nimmt mein Wort ernst. Der glaubt mir, die glaubt mir und die wollen, dass ich mein Wort erfülle in ihrem Leben. Das gefällt Gott. Er hat keinen Stress damit. Wir haben vielleicht Stress damit, wenn wir denken, hey, ich kann doch so mit Gott nicht reden. Er freut sich, wenn wir so mit ihm reden, wenn wir sein Wort ernst nehmen und ihn daran erinnern, was er gesagt hat. Und wir müssen lernen, völlig unreligiös mit Gott zu reden, mit seinem Wort umzugehen, völlig unreligiös und einfach wie ein Kind. Wie ein Kind. Wenn zum Beispiel ein Kind von mir zu mir kommt mit einem Anliegen, es hat zum Beispiel Hunger und Durst, und sagt mir das, Papa, ich habe Hunger und Durst, kann ich was haben? Dann sage ich zum Beispiel, im Kühlschrank hat es alles, was du brauchst. Geh und hol dir, was du willst. Was macht denn mein Kind? Es geht hin, öffnet den Kühlschrank und nimmt sich raus, was es will. Und schließt den Kühlschrank wieder und freut sich daran. Ein Kind geht nicht, meine Kinder zumindest, gehen nicht zum Kühlschrank, zu der Türe und dann warten sie da und denken, wie hat jetzt mein Vater das wohl gemeint? Hat er das jetzt wirklich so gemeint? Da ist doch irgendwie noch ein tieferer Sinn dahinter, den ich jetzt nicht verstehe. Gilt das überhaupt für heute? Gilt das noch für heute? Und er steht da und überlegt, und obwohl der Kühlschrank voll ist, mit allem, was es benötigt, was es braucht, um seine Bedürfnisse zu stillen, zu sättigen, seine Not zu lindern, steht es da vorne am Kühlschrank und überlegt, und seine Bedürfnisse sind nicht gesättigt. Und wir müssen lernen, so einfach und entspannt und unreligiös wie ein Kind zu werden im Umgang mit dem Wort Gottes. Dass wir sagen, Gott, du hast diese und jene Verheißungen und Zusagen gegeben und ich nehme dich beim Wort. Ich glaube dir. Zum Beispiel, durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Nicht vieles, alles steht hier. Alles. Nicht aus mir, sondern durch den, der mich stark macht. Ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich bin angenommen, ich bin speziell. Gott hat es gesagt. Und wenn er es gesagt hat, dann stimmt es. Weil er ist treu und er steht zu seinen Worten und er will seine Worte in unserem Leben erfüllen. Wir müssen uns dem Wort Gottes anpassen und nicht das Wort Gottes uns anpassen, unseren Erfahrungen, unseren Vorstellungen, unserem für möglich halten. Nein, das Wort Gottes ist der Maßstab. Das, was Gott gesagt hat, ist der Maßstab. Und das, was er gesagt hat, das stimmt. Das ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit, die es gibt. Das Wort Gottes ist der Maßstab, an dem wir uns ausrichten dürfen. Und wenn wir das tun, so ehren wir Gott. Das ehrt ihn. So zeigen wir ihm, dass wir ihn für treu erachten, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir ihm glauben, dass wir sein Wort anerkennen. Das freut ihn. Gott hat auch Gefühle. Die Bibel sagt, er lacht, er trauert, er ist betrübt, er jauchzt und eben er ist begeistert, wenn wir ihn beim Wort nehmen, wenn wir seine Worte, seine Verheißungen, seine Zusagen ernst nehmen. Jetzt gibt es aber Situationen, wo wir den Willen Gottes, den konkreten Willen Gottes für eine Situation nicht wissen. Es steht zum Beispiel nirgends in der Bibel, wenn du irgendwo umziehen willst,
Steht nirgends, findest keine Bibelstelle, ziehe um nach Zürich oder nach Bern. Das meint vielleicht noch ein bisschen näher am Himmel. Oder Roberto? Oder Italien halt, okay. Es gibt keine Bibelstelle, die uns solche Anweisungen gibt. Und dass wir dann sagen können, Gott, ich nehme dich auch hier beim Wort. Du hast diese und jene Aussagen gemacht und ich nehme dich beim Wort. Und in solchen Situationen müssen wir den Heiligen Geist einladen und ihn bitten, dass er uns den Willen Gottes offenbart. Er sagte immer, ich will dir zeigen den Weg, den du wandeln sollst. Psalm 32 zum Beispiel. Es gibt viele Stellen. Dann können wir den Heiligen Geist einladen und ihn bitten, dass er uns den Weg zeigt, den wir gehen sollen. Und dann macht er dir vielleicht eine Bibelstelle lebendig, ein Wort Gottes, oder du bekommst ein Bild oder ein Wort der Erkenntnis oder eine Prophetie oder wie auch immer. Gott will reden zu dir, zu uns. Und wenn er dann spricht, dann nimm dieses Reden Gottes, weil er ist treu in allen seinen Worten. Ein Beispiel von uns, als wir vor einigen Jahren aufs Herz bekamen, eine Bibelschule zu besuchen, da haben wir den Wunsch gehabt, nach Berlin zu gehen, das Berliner Bibelkolleg zu besuchen. Und wir wussten aber da nicht genau, ist es jetzt der Wille Gottes, dass wir da hingehen oder nicht. Und es gibt eben, wie gesagt, keine Bibelstelle, die das aussagt. Und so haben wir uns entschieden, wir beten und wir fasten und suchen Gott, Monika und ich. Und das haben wir dann auch gemacht. Und in den ersten 10 Minuten, wo wir so vor Gott waren, hat Gott schon geredet. Und er hat uns eine Bibelstelle lebendig gemacht, die so klar war, dass eigentlich keine Fragen mehr offen gewesen wären, aber wir haben es einfach nicht verstanden. Sondern ich habe dann noch 3 Wochen lang Gott intensiv gesucht und gerungen vor Gott und war ganz frustriert, bis er mich dann zurückgeführt hat zu diesen ersten 10 Minuten, zu dieser Bibelstelle. Und da habe ich sie dann endlich auch begriffen. Und sie war so klar, so gibt wahrscheinlich keine bessere für diese Situation. Und wir haben uns dann festgelegt, Gott, wir machen das jetzt gemäß diesem Reden Gottes, gemäß dieser Aussage, gegen Umstände, gegen Verwandte, die dagegen waren und uns in Frage gestellt haben. Und wir haben das gemacht und wir haben erkannt und festgestellt, Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinem Wort. Er ist treu. Er ist treu. Er sagt nicht mal dies und am nächsten Tag etwas anderes. Jakobus 1, Vers 17, bei ihm ist kein Schatten noch Wechsel. Er ist immer gleich. Er ist immer gleich. Gestern, heute, in alle Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Und darum können wir uns auf ihn verlassen, auf seine Treue verlassen. Wenn Gott ein Wort gegeben hat, eine Festlegung gegeben hat, und er hat Worte und Festlegung gegeben in seinem Wort in der Bibel, dann kann er sie nicht mehr ändern. Er bleibt dabei, er verändert sie nicht mehr. Er steht dazu und wacht darüber, dass sich sein Wort in unserem Leben erfüllt, vorausgesetzt, wir nehmen sein Wort. Und wir eignen uns seine Worte, seine Verheißungen, seine Zusagen an und fangen an, so zu denken und so zu reden, darüber nachzusinnen, über seinen Worten. Dann werden sich seine Worte, seine Verheißungen erfüllen in unserem Leben. Aber nicht einfach automatisch. Nur wenn wir sein Wort wirklich hineinnehmen in unser Leben, in unseren Alltag. Darum können und dürfen wir ihn beim Wort nehmen. Es ehrt ihn. Wenn du sagst, Gott, ich erachte dich für treu und für glaubwürdig, dass du dein Wort in meinem Leben erfüllst, dass du zu deinem Wort stehst. Ich glaube dir. Du hast es so gesagt und du meinst es so. Der andere Fall wäre, dass wir sagen, Gott, du hast zwar diese und jene Bibelverse gegeben,
Aber wie du jetzt handeln wirst in meiner Situation, wer kann das schon wissen? Du bist ja immerhin Gott und du bist souverän und du machst, was du willst. Gott ist souverän und er ist allmächtig. Aber habt ihr gewusst, Gott kann nicht machen, was er will. Er kann nicht machen, was er will. Habt ihr das gewusst? Gott kann nicht machen, was er will. Habt ihr das schon mal überlegt? Warum kann er nicht machen, was er will? Er hat sich festgelegt, er hat gesagt, ich will genau so an euch und mit euch handeln. Er hat sich festgelegt. Und er kann nicht weg von seiner Festlegung, sonst wäre er untreu zu seinen Worten. Genau gleich in der Ehe, da kannst du auch nicht mehr machen, was du willst. Du hast dich festgelegt. Wenn du dich festgelegt hast und treu bist, dann kannst du nicht mehr machen, was du willst. Und trotzdem sagen viele gläubige Menschen, sagen, Gott, du hast zwar diese und jene Verheißungen und Bibelverse gegeben, aber was du jetzt machst, wer kann das schon wissen? Und so sagen wir eigentlich, ich kann dich nicht beim Wort nehmen, weil ich bin nicht ganz sicher, ob du dann dein Wort erfüllst. Ich bin nicht ganz sicher, ob du zu deinem Wort stehst, ob du wirklich treu bist. Und so sagen wir letztlich, Gott, ich erachte dich nicht für glaubwürdig. Und das ist eigentlich eine Beleidigung, wenn man jemandem sagt, ich erachte dich nicht für glaubwürdig. Ich glaube, das würde niemand von uns so sagen. Niemand von uns würde sagen, Gott, ich glaube dir nicht. Du hast zwar diese und jene Verse gegeben, aber ich glaube dir nicht. Das würde niemand von uns sagen, aber unsere Haltungen, unsere Erwartungen und unsere Worte drücken das manchmal so aus. Zeigen, dass wir eben doch nicht ganz Gott beim Wort nehmen. Dass wir eben doch unsicher sind. Und darauf lässt sich schließen, wir haben eigentlich die Treue Gottes nicht wirklich erkannt. Wir brauchen Offenbarung über die Treue Gottes. Weil wenn wir so denken, Gott, du hast zwar diese und jene Bibelverse gegeben, aber ob du jetzt auch so tust, wie du gesagt hast, keine Ahnung. Das hat verheerende Folgen. Das hat schlimme Folgen. Denkt an das Volk Israel beim Auszug aus Ägypten. Da waren sie in Kadesh Barnea, an der Grenze zum gelobten Land. Sie konnten schon hinüberschauen. Die Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat, die Festlegung, die Gott gemacht hat, wo er gesagt hat, dieses Land gebe ich euch. Sie standen unmittelbar davor. Unmittelbar davor. Und da haben sie gesagt, da kommen wir nie hinein. Gott hat zwar schon gesagt, aber da kommen wir nie hinein. Diese Mauern der Städte da, die sind riesig. Und diese Menschen da, das sind Riesen. Und wir kommen uns vor wie Heuschrecken. Und sie haben das Wort Gottes fallen lassen. Sie haben Gott nicht beim Wort genommen. Sie haben nicht mit der Treue Gottes zu seinen Worten gerechnet und sie sind nicht hineingekommen. Sie sind nicht in die Verheißung Gottes hineingekommen. Verheißungen erfüllen sich nicht automatisch in unserem Leben. Nur wenn wir sie nehmen, uns aneignen, so denken, so reden, in unseren Alltag hineinnehmen. Nur 2 Männer von dieser ganzen damaligen Nation sind hineingekommen in das verheißene Land. Wer kennt die beiden? Kaleb und Josua, genau. Nur diese beiden kamen hinein, weil sie mit der Treue Gottes zu seinem Wort und seinen Zusagen rechneten. Die anderen, all die Tausende, Zehntausende, die waren auch Kinder Gottes, die gehörten zum Volk Gottes.
Die hatten genau dieselben Verheißungen, kamen aber nicht hinein. Sie hatten genau dieselben Verheißungen, sie hatten genau dieselben Voraussetzungen. Sie hatten dieselben Zeichen und Wunder gesehen und erlebt unter Mose. Und kamen dereinst später auch in den Himmel. Aber im Diesseits gingen sie leer aus. Im Diesseits gingen sie leer aus. Sie blieben in der Wüste, weil sie nicht mit der Treue Gottes zu seinem Wort, zu seiner Verheißung, zu seinen Zusagen rechneten. Nur Josua und Kaleb kamen hinein. Und wir wollen uns diese beiden zum Vorbild machen. Stimmt's? Die sollen unser Vorbild sein, nicht die anderen Zehntausende. Josua und Kaleb. Sie wussten, Gott hat uns dieses Land gegeben. Und sie dachten so, sie sahen die Situation gemäß dieser Verheißung, die Gott ihnen gegeben hatte. Sie sahen auch die Städte, die Mauern. Sie sahen auch diese Riesen. Aber sie hatten nicht vergessen, was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, ich gebe euch dieses Land. Und sie dachten so und sie redeten so und sie verhielten sich so und sie sahen die Situation dementsprechend. Sie wussten, Gott hat sich festgelegt, das ist euer Land und er steht zu dem, was er gesagt hat, bei seinem Wort zu nehmen. Sie haben sich selber festgelegt, Gott bei seinem Wort zu nehmen. Und als sie in Situationen kamen, wo alles dagegen sprach, dass sich die Verheißung Gottes erfüllt in ihrem Leben, wo es total unmöglich erschien, sie waren umgeben eben von diesen Zehntausenden von Menschen, die gegen sie waren, die resigniert waren, die aufgegeben hatten, die sogar Steine aufhoben, um sie zu steinigen. Sogar in solchen Situationen ließen sie sich nicht abbringen von der Verheißung vom Wort Gottes. Sie blieben dabei, ohne Kompromisse. Wie wäre es mit uns in einer solchen Situation? Wie wäre es mit dir, wenn du eine Verheißung Gottes nimmst und alle um dich herum sagen, hey, das geht nicht. Du stehst am Schluss richtig blöd da, wenn du das machst. Mach das nicht, das funktioniert nicht. Gib doch auf. Wie würden wir reagieren? Und wir haben das selber erlebt, wenn du anfängst, das Wort Gottes beim Wort zu nehmen, wenn du Gott beim Wort nimmst, dann wird es Menschen geben, die gegen dich sein werden. Freunde, Familienmitglieder, Gemeindemitglieder, Brüder und Schwestern, die gegen dich sein werden. Bleiben wir dann dabei. Gott hat gesagt und Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort und er wird sein Wort in meinem Leben erfüllen. Josua und Kaleb hatten sich festgelegt. Sie hatten sich festgelegt, Gott bei seinem Wort, bei seiner Festlegung zu nehmen. Und sie hatten das Wort in ihrem Herzen, in ihrem Denken, in ihrem Reden. Und das Wort machte sie so stark, dass sie sogar in solchen Extremformen der Bedrängnis stark und siegreich blieben, weil sie die Treue Gottes zu seinem Wort, zu seinen Verheißungen erkannten. Sie haben nicht gesagt, ja, aufgrund der geänderten Situation, aufgrund der Erfahrung von all diesen anderen Brüdern und Schwestern, aufgrund von all diesen Tatsachen müssen wir wahrscheinlich auch unsere Haltung ein bisschen revidieren und das Ganze weniger extrem sehen. Gehen wir halt auch zurück in die Wüste? Nein, sie blieben beim Wort Gottes, bei seiner Verheißung, ohne Kompromisse, ohne Abstriche. Und sie als Einzige sind hineingekommen in das verheißene Land. Nur diese beiden sind hineingekommen, die mit der Treue Gottes zu seinem Wort, zu seinen Zusagen gerechnet haben. Alle anderen hatten dieselben Verheißungen, kamen nicht hinein. Jetzt wollen wir von Josua und von Kaleb lernen, wie rechnen wir mit der Treue Gottes? Wie macht man das? Wie rechnen wir mit der Treue Gottes? Und ich habe eine 3-Punkte-Strategie.
für euch, für uns. Ganz einfach. Erstens, erkenne aus dem Wort Gottes, dass Gott ein treuer Gott ist. Das ist die Basis. Wir müssen erkennen, Gott ist treu. Er ist treu. Er kann nicht anders, als treu zu sein. Aus dem Wort Gottes. Nicht aus Büchern über das Wort Gottes, nicht aus Meinungen von anderen Menschen über Gott, sondern aus dem Wort Gottes. Gott ist treu und er bleibt treu. Er kann nicht anders, als treu zu sein. Dann der zweite Punkt. Lege dich selber fest, eine Festlegung treffen. Ab heute, 8. Oktober 2006, ich lege mich fest. Ich nehme Gott bei seinen Festlegungen, bei seinem Wort. Ich nehme Gott bei seinem Wort. Ob ich es jetzt gerade erlebe oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ich sage einfach, Gott, du hast es gesagt. Und du bist Gott. Du bist der allmächtige Gott. Und ich erachte dich für treu und für glaubwürdig, dass du zu deinem Wort stehst. Ich lege mich fest, ich nehme dich beim Wort. Das ist eine Festlegung. Und selber festlegen, Gott beim Wort zu nehmen. Das heißt eigentlich, ich werde selber treu. Ich entscheide mich, Gott und seinem Wort gegenüber treu zu sein, dabei zu bleiben, ohne Kompromisse. Und dann der dritte Punkt. Alle anderen Eindrücke, die kommen werden. Die kommen werden. Alle Stimmen, die dich in Frage stellen, die das Wort Gottes in Frage stellen. Alle Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben, die werden alle kommen und werden es dir sagen, das funktioniert nicht, das geht nicht. Alle Aussagen, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, nicht akzeptieren, nicht darüber nachsinnen, nicht darüber fantasieren, was ist, wenn Gott jetzt doch nicht zu seinem Wort steht. Sonst wankst du, sonst kannst du die Verheißung nicht festhalten ohne Wanken. Wenn du sie zulässt in deinem Denken, in deiner Fantasie, dann wirst du wanken, dann wirst du unsicher, dann wirst du zweifeln. Und dann wirst du schlussendlich leer ausgehen. Denn der Zweifler meine nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Jakobus 1, Vers 6. Alle anderen Eindrücke und Stimmen, die kommen werden, nicht zulassen in deinem Denken. Sie zwar vielleicht zur Kenntnis nehmen, aber dann angemessen, richtig, biblisch darauf reagieren. Wie macht man das? Wie macht man das? Ich habe mich so gefreut, letzten Sonntag, Corinne hat ein Zeugnis gegeben. Ich habe mich so gefreut. Das war angemessen, biblisch, richtig darauf reagieren. Genau das. Das war Matthias, stimmt. Der hat ein Gewächs gehabt an der Wirbelsäule, stimmt das auch? Am Steißbein. Und der Arzt hat das gesehen, also sie haben das zur Kenntnis genommen, aber sie haben gesagt, wir nehmen das nicht an. Wir nehmen das nicht an. Und es ist weg, es ist gut. Stimmt, oder? Zwar zur Kenntnis nehmen, aber angemessen, biblisch, richtig darauf reagieren. Und dann wirst du die Treue Gottes erleben. Ich habe auch letzten Freitag habe ich mein neues Büro in der Firma einrichten dürfen, müssen, sollen. Und ich musste einen riesigen alten Schreibtisch, der noch da drin war, musste raus, weil ich bekam einen neuen Schreibtisch. Und das war so ein richtig schweres Teil. Und wir trugen den zu zweit da raus und ich habe den hochgehoben, total falsch. Total falsch. Ich weiß, wie man hochheben muss und ich habe den total falsch da so hochgehoben. Keine Probleme, bin nach Hause gegangen. Am Abend hatten wir noch Hauskreisleitersitzung, keine Probleme. Und am Samstagmorgen früh bin ich aufgewacht in meinem Bett und ich konnte mich nicht mehr bewegen.
solche Schmerzen im Rücken. Ich hatte solche Schmerzen. Noch nie solche Schmerzen gehabt. Und wir sind im Moment dran mit einem befreundeten Pastor, der hat einen Bandscheibenvorfall. Wir sind am Beten mit ihm. Und es muss sehr schlimm sein. Also in seinem Fall, der hat schon 2 Operationen hinter sich, ist auf Morphium wegen den Schmerzen und hat gesagt, ist in meinem Alter, hat gesagt, manchmal wünscht er sich einfach den Tod. Kamen die Gedanken, aha, jetzt hat es dich auch erwischt. Du hast ja genau gewusst, du hast das falsch gehoben da, dieses Gewicht. Jetzt hat es dich auch. Mein Vater hat das auch gehabt. Und jetzt eben bin ich dran. So im Halbschlaf, morgen früh um 5:30. Panik. Panik. Jetzt habe ich Bandscheibenvorfall. Angst, Panik. Und dann, glaube ich, dann kam der Heilige Geist und er hat mir gesagt, hey, nimm doch das nicht an. Nimm doch das nicht an. Zwar zur Kenntnis nehmen, der Schmerz, der war tatsächlich da und der war massiv. Ich musste den zur Kenntnis nehmen. Es blieb mir keine Wahl. Aber angemessen biblisch darauf reagieren. Dann habe ich gesagt, ja, in den Wunden Jesu, ich bin geheilt. Jesus hat diesen Schmerz am Kreuz von Golgatha getragen. Ich nehme das nicht an. Ich nehme das nicht an. Will ich nicht. Im Namen Jesu. Ich bin geheilt in den Wunden Jesu. Ich habe das zwar dumm gehoben, dieses Gewicht, aber ich bin geheilt in den Wunden Jesu. Ich nehme das nicht an. Und es ging dann den ganzen Tag, hatte ich Schmerzen, aber es wurde immer weniger, immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und es ist total gut. War am Sonntag eigentlich schon gut. Angemessen biblisch darauf zu reagieren. Aber das muss uns bewusst werden. Hey, Gott hat gesagt, durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Was glaube ich? Glaube ich, ja, jetzt habe ich dumm gehoben, jetzt habe ich es auch? Oder glaube ich, nein, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Und ich nehme das nicht an. Und wenn wir beim Wort Gottes bleiben, wenn wir das Wort Gottes über die Situation stellen, über unsere Nöte und Probleme und dabei bleiben, das Wort bewegen, das Wort anschauen, über das Wort nachsinnen, werden wir einen Sieg erleben. Werden wir erleben, wie das Wort Gottes in unserem Leben sich erfüllt. Gott ist treu in all seinen Worten. Er bestätigt sein Wort, nicht unsere Meinung, wie es sein sollte. Nicht unsere Ansicht darüber, was möglich ist und was nicht, sondern er bestätigt sein Wort. Er ist treu in all seinen Worten. Er steht zu seinem Wort und will es erfüllen in unserem Leben, in deinem Leben. Und wenn wir das erkennen, wenn wir wirklich die Treue Gottes zu seinen Worten erkennen und so denken, uns auf dieser Ebene bewegen, auf dieser Ebene leben, dann hat das Auswirkungen in unserem ganzen Lebensstil. Wir werden auch weiterhin Probleme und Schwierigkeiten haben. Wir werden auch weiterhin Probleme haben. Gott hat uns nirgends verheißen, dass wir ein Leben ohne Probleme haben werden. Hat er nirgends gesagt. Aber wir werden ganz anders damit umgehen. Wir werden ganz anders mit den Problemen und Schwierigkeiten umgehen. Wir werden siegreich durch die Probleme hindurchgehen. In 2. Korinther 2,14 da steht, Gott aber sei Dank, der uns in Christus alle Zeit triumphieren lässt. Alle Zeit. Alle Zeit. Hat er das so gemeint oder hat er ein bisschen überzogen, dass wir es immerhin ab und zu mal erleben? Oder meint er alle Zeit? Alle Zeit triumphieren. Du sollst alle Zeit triumphieren. Ich glaube, Gott meint, was er sagt. Alle Zeit triumphieren. Das bedeutet, du musst ja nur triumphieren, dich freuen über den Sieg, wenn du einen Kampf hattest. Und wir haben genug Kämpfe in unserem Leben.
Aber mit Gott, wenn wir mit seiner Treue zu seinem Wort, zu seinen Zusagen rechnen, werden wir eben den Sieg haben, werden wir triumphieren. Und zum Schluss möchte ich euch noch aus Psalm 91, so ich es denn finde, da steht es. Meint Gott, was er sagt? Was meint ihr? Dann lest es mal. Psalm 91, 5 bis 7. Du, vorausgesetzt, ihr wisst, wenn du unter dem Schirm des Höchsten wohnst, wenn du bei ihm bist, Gemeinschaft hast mit ihm, unter seinem Schutz lebst, dann steht, du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht. Also der Schrecken der Nacht, der Schrecken der Nacht, der kann kommen. Der Schrecken der Nacht, der kann kommen. Aber Gott sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten vor ihm. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, noch vor dem Pfeil, der am Tage fliegt. Also Gott sagt nicht, es wird nie ein Pfeil abgeschossen gegen dich. Satan ist ja derjenige, der die feurigen Pfeile auf uns abschießt. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor der Pest, die im Finstern einhergeht, noch vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Hört mal, ob 1000 fallen an deiner Seite, Zehntausende zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Dann sagt er, warum? Schild und Schutz ist seine Treue. Schild und Schutz ist seine Treue. Vorausgesetzt, du rechnest mit seiner Treue. Du erkennst seine Treue. Und du nimmst seine Worte so, wie wenn er treu dazu stehen würde. Er steht treu dazu. Das sind doch wunderbare Aussagen Gottes. Ob 1000 fallen an deiner Seite, wie Josua und Kaleb, alle anderen vom Volk, die starben in der Wüste, hatten dieselben Verheißungen. Und diese beiden kamen hinein, erlebten die Erfüllung der Verheißung. Schild und Schutz ist seine Treue, weil er treu zu seinen Worten steht. Die Treue Gottes ist ein lebenswichtiges Thema. Es kann lebenswichtig sein, dass wir mit der Treue Gottes rechnen. Du kannst in der Wüste bleiben und dort verdursten, verdorren, obwohl du die besten, schönsten Verheißungen hast, weil du einfach nicht mit der Treue Gottes zu seinem Wort rechnest. Wenn du sagst, Gott sagt es zwar, aber die Erfahrungen von anderen Menschen oder von mir selber oder meine Theologie oder mein für möglich halten sagen etwas anderes. Oder du sagst, Gott sagt es und wenn er es sagt, dann will ich es auch erleben. Weil ich erwarte, dass er treu ist, dass er zu seinen Worten steht. Er hat es gesagt und ich will es erleben. Dann wirst du es auch erleben. Egal wie die Umstände sind, egal wie die Probleme sind, egal wer alles gegen dich aufsteht, du wirst es erleben, wenn du mit seiner Treue zu seinen Worten rechnest. Und darum ist es so wichtig, dass wir Offenbarung bekommen über die Treue Gottes zu seinen Worten. Und zum Schluss nochmal diese 3 Punkte. Gottes Treue erkennen aus seinem Wort. Forsche im Wort Gottes. Nimm vielleicht eine Konkordanz und schau mal nach, was sagt Gott alles über sich, über seine Treue. Lade den Heiligen Geist ein, dass er dir diese Stellen öffnet, offenbart. Und dann lege dich fest, ich lege mich fest, Gott bei seinem Wort zu nehmen. Sein Wort so zu nehmen, wie es hier steht. Und nicht umzuändern, gemäß meiner Ansicht. Und dann schließe alle anderen Stimmen, Einwirkungen, Aussagen,
die das Wort Gottes in Frage stellen wollen, schließe sie aus. Nimm sie zur Kenntnis, aber lass sie nicht zu in deiner Fantasie, in deiner Vorstellung. Was ist, wenn? Was ist, wenn? Sonst wirst du wanken. Und wer das will, wer diese 3 Punkte machen will,